Tiet tot dig Gottes Sehnsucht besorgt um mich. Wir verloren doch kein Heimi und hei hat Leid für mich. Hei hat Leid für mich. Wem dei Sinn der Fried, dei es wirklich Fried, als sie Gott sinken, jo sinken. Dei Heiland auf mir, hat sie los, gekommen. Wir Loben sind noch, doch hei stark von mir. Jesus stark von mir. Wem dei Sinn der Fried, sei es wirklich Fried, als sie Gott sinken, jo sinken. En min Bruder sie hört, du's nicht still von mir, als sie Gott sinken, jo sinken. Ich will von ihr Jungen, als sie wenn ich sag's verziehen, die was vor mir, lass mich gehen, als sie wenn ich sag's verziehen, ich will von ihr Jungen, als sie wenn ich sag's verziehen, die was vor mir, lass mich gehen, als sie wenn ich sag's verziehen, als sie wenn ich sag's verziehen, wem dei Sinn der Fried, dei es wirklich Fried, als sie Gott sinken, jo sinken. En min Bruder sin hus, du's nicht still von mir, als sie Gott sinken, jo sinken. En min Bruder sin hus, du's nicht still von mir, als sie Gott sinken, jo sinken. Dankeschön, Bruder, dass die mir so möglich für uns zu Diene kennen sein. Dankeschön, dass die ruft kommst, denn wie kann ich nachher kommen? Die hat uns ewig ruft zu kommen. Dankeschön, dass du nennst uns Kind, du nennst uns Freund. Du sagst, wir sind in der Welt und wir können die kommen. Dankeschön, Jesus, wir können nicht verstehen, wie groß deine Liebe ist. Aber von der Seite hier taub und wir bringen unsere Leute nicht die. Wir wollen unsere Leute nicht die bewiesen, wegen du bist dort wird, du bist Gott. Dankeschön, Jesus. Ut der Welt und genommen, ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Ut der Welt und genommen, ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Du bist für mich, bist nicht gegen mich. Ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Jo, ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Yeah. Bin der Sinn mehr Fried, weil es wirklich Fried. Ich sehe Gott sinken, jo sinken. Denn mein Bruder sin Hüt, du's nicht steht bei mir. Ich seh Gott sinken, jo sinken.
Dankeschön, Jesus. Wir sind deine Kinder. Dankeschön für die Gnade, für deine Vergebung. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love, amazing grace. Long as life endures, my chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy brings unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Hey, vi kan weten dat vi geraad zijn. Der Jesus seine Gnade sind vi geraad. Hey, wir wollen bloß Jesus een Handklatsch geben und Dankeschön sagen, Jesus. Dankeschön, Jesus. Amen. Hey, je kan je een doel zaten. Goed, Marius. Dat is een goede dag. Mir freut dat wir alle können hier so taub sein, war in der Kirche. Dankeschön für Rückkommen, wenn die uns online kicken, das auch Dankeschön für hier so mit uns sein in der Kirche. Willkommen hier so.
Hey, wir haben über die letzten 2 Wochen geredet von den neuen Problemen von Gewalt und Verbrechen, die hier so in dieser Gegend sind. Wir hatten ein bisschen Nummers gesehen, und vielen Sinne ging Pastor Jacob von ab diese Quartiers, die ersten 3 Ever, die haben die diese in jene Seiten, wenn die noch nicht haben sollen, mit einem Haus genommen, nehmt die von der mit einem Haus, lasst die durch an, wo jeder sein und jene Fridge und jene Bibel und wo immer ihr sind, um dort jeder andenken, die kann du verbeten. Ich wollte hier die nächsten 3 Ever gehen, wo wir wollen diese Werk besonders verbeten. So, das erste ist hier, eingereichte Gerichtsverhandlungen. Was ist das? Du wurden doll Dinge, die wurden nun gerecht gebracht. Und was in der Wirklichkeit passieren wird, dort ist, dass wir immer das meiste Geld haben, den sie in gerecht wird reich. Das ist dort das Recht, hat nicht zu tun, was wir wirklich reich, dass wir bloß, wer hat das meiste Geld, und dann wird den bekauft, und dann wird das dort gerecht gesprochen. Dort, oder wenn nicht dort, dann ist das, wir immer den meisten Einfluss haben. Ein von den beiden, die gewinnen immer. Wer den meisten Einfluss hat, hat das meiste Geld. Und ich glaube, das ist Tiet, dass wir andere Dinge in unserer Gegend, dass gerecht kann reich ausgesprochen werden. Das zweite ist, Verbrechen gegen ein Geschlecht. Und was passieren wird, das ist einmal in einer Familie, vielleicht in einer Kolonie oder in einer Gegend, du wirst auf einmal, dass ein Geschlecht als verhasst oder als besser geworden ist, das andere Geschlecht, die Männer vielleicht die Frühes oder die Frühes die Männer und die Jungs im Heim oder in der Gegend, und die wurden bloß so schlecht behandelt, die wurden zu nichts gemacht. Die wurden mit Wied vielmals totgeschlagen. Und das vielleicht, am Deutschstehen wird Gewalt auch gebraucht, aber vielmals wird auch bloß das Müll gebraucht. Und du wird so viel über die Weg Verbrechen von einem Geschlecht nach das andere. Und dann das andere ist, für jede Menschen. Und was meint das ist, hier sind Menschen, die kommen von einer anderen Gegend, hier so Hand, und die haben nicht ein Haus, die wissen nicht, wo sie bleiben sollen, die sind wegen verschiedener Umstände hier angekommen, und die wissen bloß gleich, wo sie hin wollen. Die sind vielleicht diese Nacht, wo ihr warst, aber dann keine Idee, wo sie nächste Nacht werden sind. Die leben meistens abgegossen. Und sie sind hier so in unserer Kolonie, in Quokdemok sind in Dolsen Stadt. Die haben wir hier ganz dicht bei uns. Und das sind Dinge, wo wir können verbeten, um dort ändern wird. Dass wir wollen ändern in dieser Gegend. Und ich glaube, dort Nummer ein Ding wird, wir können tun in diese Dinge, dort erst mit uns selbst anfangen. Weil wir kicken, da ich in mein Heim und mit den Menschen, wo ich mit taub sind, braucht ich ein von diesen 3 Dingen, wo wir hier nicht gut von reden. Wenn ich da, dann will ich die ändern. Wenn die das, dann ändern die. Wir wollen diese Gegend verändern. Und wenn wir verbeten, das zweite, wenn wir verbeten, um dort Gott kann in diese Gegend schaffen, dort hat uns was schaffen und dort bloß diese Gegend wird verändert werden. So, ich würde freuen, dass die Hänge abheben, was immer möglich ist, zum Beten. Und dann werden wir für diese 3 Dinge beten. Vor dem Himmel, Dankeschön, dass du uns gnädig bist, dass du mit uns bist, dass du uns einen guten Tag gibst. Und Gott, aber wir haben hier so Probleme in unserer Gegend von Gewalt und Verbrechen. Und wir bringen von dir die ganzen Rechtsverhandlungen fertig. Wir bringen dort Verbrechen von einem Geschlecht oder das andere fertig. Und all die für jede Menschen, die in dieser Gegend sind. Gott, hier sind alle weiter gebannt. Und ich freue bloß Gott, dass du wirst in uns sein, dass wir wollen ändern, dass wir als Person wollen ändern. Und dann von du wieder rausgehen. Und dass diese Gegend wird kann eine Ändernis beleben, dass wird Heilung passieren. In dem Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, Pastor Jacob, der wird von dir uns die Botschaft hier zu bringen. Und er wird uns auch hier ein Update geben von den Meier von Jesus Project. Good morning, Sola. So, ich will hier ein paar Updates geben. Den ersten, weil ich ein klein bisschen sagen wird, und jetzt mag unsere Diakon, so darf ich Lisa, wenn die hier sind, will die hostig nachkommen. Es hat ein klein bisschen eine Ändernis in unserem Diakon-Team. Und so, da bist du, wir wollen entwiesen und ein bisschen weit, wer sie sind, und bedanken für die Arbeit, was sie getan haben. So, das sind David und Lisa Wolf. Und sie hat zwischen 8 und 9 Jahren gedient als Diakon. Und sind die meiste Zeit über Lehrer gewesen, manche Diakon-Gruppe. Und hat sehr Fan mit ihren Top schaffen, hat sehr schön gegangen.
en season im Leben, der ändert ein bisschen, sie wollen eine Tiet aufhaben. Und so, wie will bloß Dankeschön sein für die Arbeit, was sie tun haben. Ich will Ihnen doch sagen, dass sie haben geschafft mit der Lehrerschaft übergeben an ein anderes Couple, was in der Kirche schafft, mangt die Diakon, und in der Lehrerschaft mangt die Diakon. Und so, sie sind in guter Hang, wenn sie auch nicht mehr war sind. Aber ich dachte, wenn wir alle top können, und bloß ein guter Dankeschön geben für all die gute Arbeit, was die hier tun, das auch, ja, vielmal Dankeschön. Gottes Segen mit Ihnen. Nächste Woche, ich liebe jetzt hier verteilt von uns Meier für Jesus. Und so uns Meier für Jesus fangen wir einen Monat an. Ich weiß, wir haben da Eier von geredet. Aber einen Monat dann seht wir, können ihnen Commitments, ihnen Kompromisse anbringen, was wir wollen Part sein von diesen Meier für Jesus. Und so hier wir some Dinge, was wir sehen, was wir wollen tun. Wir wollen eine Radiostation abstellen, Savinal, durch Schafe all mit. Die Antennas, auch so gekauft, viele Dinge, was all gekauft, wo Bild, den du abgestellt hat, die Menschen uns da hier kennen. Licht im Leben wollen wir enger starten, das eine Ministry auch besieht. Und die haben dort all betont, was wir ihnen wollen geben. Und wie das hier dort Center, die Kinder haben, die wollen wir auch ein Part geben. Das ist auch eine Ministry, was besieht ist für Kirche, das ist nicht unsere. Aber wir enger starten, das ist auch all abgelehnt, sie wollen ihr Geld auch kriegen. Und dann dürfen wir hier in der Kirche some double the deren ansaten, some andere Dinge, was wir hier wollen ändern in der Kirche. Wir haben auch ein Battery Backup gekauft, was das meint, dass eine Batterie, was 4 angehen, wenn der Lane wird uitgaan, dat het 4 wijn aanblijft. So wir haben Anticipo gegeben an dort und wir schauen, bloß dass was näher kommt. Hoffentlich haben wir das in den nächsten paar Werken ab und ran. Und dann haben wir den Highway, was wir wollen, top connecten mit den Korridor, mit dem Weg, was hier nach der Kirche geht. Weil dort fahre ich merken, auch zwischen den Heavies, dort fahre ich merken, dort paven. Und so, das ist auch ein Prozess, das ist auch abgelehnt. Und dann sehen wir wollen 200 schwarze Steiler kaufen. Und die waren all jeder Werk gebraucht. Die haben all gekauft, die sind all hier. So, die sind all im Gebrauch. Haben Bose gegangen mit dort. Und dann sehen wir wollen Geld brauchen, um dieses Material übersaten. Wir wollen was Gerätschaft kaufen dazu. Haben etwas mehr Equipment gekauft. Und wir haben ein paar Personen, die da volltätig mit schaffen dann. Und so, das ganze Projekt da ist im Drehen. Und wir sehen, das ist das Nummer, was wir an Ziel ist, das wollen wir top kriegen. Und viel von uns, oder alle von uns, die wir wirklich Temport sind von dort und die haben gegeben. Und so ich will hier bloß sagen, dass das ist ganz voll geworden. Wir haben das Geld alle top gekriegt. Und nicht bloß das Geld, was wir wollen hier ist, das so neu brücken, aber wir haben nach ein klein bisschen noch so viel näher gekriegt, als was wir sehen, was an Ziel wir. So vielmal Dankeschön zu alle von uns. Weil die Nummern hier nicht sein, aber wenn auf einmal wer Luther will, die Nummern kriegt weiten, wenn die Glieder sind in der Kirche, kommt es noch mehr, ein von unseren Diakonen, ein von den Elders, und dann wollen sie uns die Nummern geben, wenn die Krieg interessiert sind, wo wir stehen, wenn Nummern. Das andere Ding ist, wir haben gut geplant, wenn da mit mehr Geld das schnell gekommen, was wir wollen mit dort tun. Und ich bin sehr excited über das, dass wir wieder wissen können. Ich habe, glaube ich, auch vor ungefähr 10 Jahren geträumt, wo wir würden können unsere Kinderkirche gerade merken, wie wir können absplitten, die Erlasch. Nu haben wir von 6 bis 12 Jahren, die sind alle in einer Klasse. Und so, was wir träumen, was wir planen, ist dann noch ein Bieten anbauen. Und der nördliche Kant, was da wird ein Part sein von einem größeren Projekt, aber nicht das große Part, bloß ein Part danach, da wird ein bisschen größer sein, als was an dieser Seite die Klasse stehen sind. Und dann wollen wir da eine Kinderklasse abstellen, wo die vielleicht von 9 bis 12 oder 10 bis 12 Jahre Kinder können dort sein, wo wir da können die Kinder mit ihre Klasse geben. Wenn das groß genug was sind, dass wir können eben da Small Groups haben, kleine Gruppen merken, dass wir besser können mit diesen Kindern reden. Wir wollen die Kuma da hängen moven, wir wollen auch die Stuhl, wo die was nu Frühstück gegeten, die wollen wir auch da an dort Port moven. Und dann noch eine andere Klasse, wo wir können Mithelferklassen geben, oder vielleicht Premarital-Klassen, kleinere Stufen, wo wir können Klassen geben. Und so wie checken sehr fertig zum Wiederbauen. Und wir haben noch nicht den Nummer, haben noch nicht den Plan fertig, aber über die letzten paar Werke mit einem Architekt das Typ geschafft, zum sein, wo wir das loten und was können wir tun, damit wir können wieder waschen und mehr Menschen reden, mehr für Jesus tun, mehr können tun. Und so, das sind some von den Plans, was wir haben, loten, wenn wir ein bisschen ein Bild haben, von wir das können loten und wieder was wir planen, da wir euch dort wiesen und euch ein Update geben an dort. Und so, wir sind das sehr schaftig für, dass das mehr für Jesus wieder geht. Von der will ich die Botschaften anfangen. Ich will 3 Botschaften haben. Von der nächsten Sonntag und dann noch eine mehr. Und ich will reden von einem Druckfrie Leben.
Op Englisch würde sagen stress-free living. En so von der will ich reden von Diene Tiet. Nächste Sonntag will ich reden von Diene Geld. En aan de laatste boodschap wat zijn van Diene verhältnissen. Met de vriend wat u top is, oder Diene verhältnis, Diene partner, wat immer dat is. Maar van der wil we kijken naar Diene Tiet. En ik heb over de laatste paar weken, of vielleicht een maand, als dat iedere mensen gevraagd, wat is het wat die merkt in je Druckfrie? Wanneer ik zeg druk, dat mijn ik stress. En zo ik heb gevraagd, wat is het wat die druk geeft? Hoe is dat druk in die leven? Hoe is er zoveel stress? Veel verschillende dingen hebben mensen me gezegd. Sommige vroeger ik zei, laat me even denken, ik wil die laat terug zijn. Een vriend, die schickt me lange WhatsApp. Hij zei, dit zijn de dingen wat mij druk geeft. Maar wat ik dat alle top voelt, de nummer 1 denk wir ans Tietplan, ans Schedule. Ans Tietplan, dat geeft ons einfach druk. We hebben zoveel dingen wat alle tegelijk zullen doen. En ik wil daar gaan, en ik wil dit, en ik moet nog Jan doen, en dit veel te doen, en Jan veel te doen. En dat, als ik zie al weit hängen, ik zie even vallen, en ik kom dat niet nu. En ik ran al met alles wat ik ga. En mij heeft dat dus einfach druk met mijn schedule, met mijn Tietplan. Dat is wat de nummer 1 weer van de mensen wat mij zeggen. Nummer 2 weer, de mensen zeggen, mij heeft dat druk, mij heeft dat stress, wanneer ik aan denk, wat we dat draaien met mijn geld. Ieder mijn arbeid als wij worden, of nieuwe gezaten wat er aan komt, een taakstoel, of al zo'n soort dingen, hoe wordt dat alle uitvallen. Zodat je heeft druk met geld. En dan het andere is de verhältnissen. En zo, ik kijk een beetje wat Jezus zegt van dit. En deze boodschap is niet een eigen tijd van de wereld boodschap. Maar wanneer je wordt gleich een beetje zijn, wat zegt Jezus, wat zal we verabpassen op eind van de wereld? Dat is in Lucas 21 en dan Matthäus 24. En zo mij had dat van vers te lezen van jou. Dit is in Lucas 21, 34. En Jezus zegt hier, ziet voorzichtig. En andere weer, be careful, pas op. Ziet voorzichtig tot de laatste tijd, dat je niet door vreten en zuipen en zorgen over het leven dat God beloden. Nou, dat heeft zich alle tupper nog zo groot wat hij daarvan redt. Maar kijk hier dit zo mal aan, dan ziet voorzichtig. Ik zei eerst al dat, wanneer ik mijn jong zei, hij wil de trash uitdrehen, dan bruk ik wat zeggen. En dan zie ik nog zo voorzichtig. Hij wordt al uitgaan, terug dan komen. Maar wanneer hij am Hafen abkommt, met een Feuerruder oder dat Feuer gläsen jaf, dan zei ik, zie voorzichtig. Like, dat kan op eenmaal alle kop draaien. Jezus, die wist dat de laatste tijd, wo dat erop aankomt, dat ons hart wordt beloden worden, wie we schwaar zijn met ons hart. En dan zegt hij, ziet voorzichtig, en dat je niet je leven bloos durchkwozen. Hier zegt het vreten en zuipen, een andere Übersetzung zegt het bloos afleven, oder bloos so leven is, wat immer je schijn gaat zuipen, als niemals goed bezuipen. Sommige mensen doen dit, wo ze drank zijn, wo ze bezopen zijn, zum ihre Weide benemen. En wanneer we ganz oprechtig zijn, some van ons, we brücken manchmal wat om onze Weide benemen, wat niet zuipen is. Vielleicht is het arbeid, vielleicht is het drank zijn, wat immer dat is, maar we hebben Weide en we benemen dat met wat immer we dan kan. En zo, dat is niet een gouden ding. Maar hij zegt, ziet voorzichtig, pas op. Dat, wenn Gott der wist, dat Jezus der wist, dat je hart, dat kan beloden worden. Je wordt zo bedreigd en je wordt zoveel stress ha, zoveel druk ha de ganze tijd, ever je wordt niet meer schijn gaan dat leven. En hier zegt het is dit. Hier zegt meine deel eraan voorbij als een rana. Eier door wat goud van dat woord, zijn die voorbij. De deel eraan zo voorbij als een rana. Hier steed ik al te een, nu is het ware zondag. Dat valt zich zo wie zondag, nu is het ware zondag. De deel eraan aan zo voorbij als een rana. En hij zegt, hier is dit zo, heeft niet meer schijn gegaan. Hij de ganze dag even gerand en nu zie ik zo over thuis. En dat heeft niet meer schijn gegaan den dag. Op Engels zegt het, en there's no joy. Heeft niet meer schijn gegaan. Dat is geen vrede meer, wanneer ik zie zo druk was, dat het niet meer heeft schijn gegaan. En zo dat we wel een beetje van reden van deel, dat we dat niet, zoals dat zo worden. Onze deel, de rana werkelijk voorbij, zoals een rana. En wanneer ik een beetje kijk naar mijn leven, ik ga moest leren in dit, en ik voel ik ga een beetje recht om van dit te vertellen. Wenn ik zie ook in zeer veel druk was, ik moet nu nog einmal oppassen, dat mijn hart niet beloden wordt. Maar over de laatste paar jaar zie ik een zware tijd doorgegaan en ook bij mijn gezondheid. Ik moest me laten mijn nieren op wat doen met een operatie ha. En dan dacht ik zo, nu weer alle fijn, de dokter zei, nu was fijn zijn, nu was goed, nu is het alle goed. En dan een paar maanden later, dan wie ik waar terug bij de dokter, had waar weideel. En dan kwam er dan aan, als hij de test had gemerkt. En dan zei hij, ik ga gouden nieuwigheid en slaagt. Wat was het eerste? Ik zei, ja, maar die slaagt het. Je hebt aan de weg slaagt, hij gruwelijk zei, weideel, ja, maar hier is een kleine hond. En zo, ja, mij bloos de slaagte. En hij zei, wel, de slaagte, nur hij heeft u maar hier blijven, wenn we moeten die andere niet ook een stein nemen en al zijn dat dingen.
En ik zei, no, dat schafft es niet. Ik kan niet hier blijven. Ik heb mijn tijdplan zo afgeleid. Ik moet thuis zijn. Ik heb arbeid afgeleid. Ik heb appointments af. Dit heb mij niemals niet uit. Hij ging eruit en Lothar kwam er eenmaal naar. Dan zei ik, waar ik naar huis kan. En hij zei, du bist crazy. Du bist dom. Dus blijf dus mal je Lothar. Wie wordt je al gezond merken? En ik viel daar zo dat mijn part ik wil naar huis. We kwamen dan naar huis. En dan werd ik thuis nog eenmaal ganz gescheit krank. En daar viel ik me zo. Dus van een handschrift aan de wand weer. Ik weet niet, ze zijn opgewassen met die zaai. Maar ik was in zo'n heim op, wo daar nog mal zei, jongens, past op dat je niet op eenmaal die handschrift aan de wand wordt zijn. Handwriting on the wall. En so basically wat dat meint is, dat is een warning. Pas mal een beetje op. Wanneer je niet was aanvangen anders te leven, wanneer je niet was een andernis merken, dan kan dit en dit passeren. En zo ik kijk een beetje, hoe komt dat van her, de handwriting on the wall? Van hoe komt dat? Van dat er wordt aan de wand geschreven. Dat komt van een Daniel. En das in Daniel 5, das König Belshazzar, der stahl eine große Multit an, wo hij 1000 van de leidende mannen van zijn rijk aanloden deed. En zo hij loden de mensen aan, dat is een rijke man, dat is de koning daar. En de koning en zijn mannen dronken daar in wien. Zo ze hebben ze een gouden titel, ze leefden dus van een klein engwoed zijn. En dan ging het schijn, en hij had al het hebben goud. En zo ze dronken daar in wien. En als Belshazzar wat gedronken had, zei hij met eenmaal dat de goldene en zilverne kuffels en de kamen zullen aangebracht worden. So deze goldene, zilverne kuffels en kam, die had zijn voeren gestohlen. Niet bloos zich die gekauft, die had zich gestohlen uit een tempel in Jeruzalem. En had hij metgebracht en ze gingen geen God met dat. God had een gewisse oorzaak gekregen, wie die kuffels zullen in de tempel zijn. En zijn derde had hij gestohlen, bracht hij met, maar hij had hij niemals gebruikt. Nu drinken ze hier wien. En op eenmaal zegt hij te zijn mensen, breng mal die kuffels naar. Ik met mijn vriend alle top, wie willen uit deze kuffels drinken. En hij met zijn leidende mannen en zijn vrouwen en zijn nebenvrouwen willen uit de gefäße een wien drinken. En als zij dronken, geven zij jette van goud, zilver, brons, ijzer, hout en steen den prijs. Een andere weet wat zij deden, is zij spaten God. Dat zegt God, die laat zich niet spatten. God laat zich niet spatten. En zij spatten over God en zeggen, kijk, we hebben zilver, we hebben brons, we hebben ijzer, we hebben alles wat ons veelt. En zij geven die jette een prijs en zeggen, dit is wat we hebben, dit is alle ons. Ik heb voor dit geschaft, dit is alle meent. En dit is waar we zijn. En dan zegt het dan, als zij dronken, zagen zij met eenmaal de vingers van een man, zijn hand aan de wand, dicht bij een lampenhouder. En zo zij zijn op eenmaal aan de wand, dus een hand, die vangt aan te schrijven. Ik ging strikt het hier met eenmaal. Want ik heb ook in mijn leven baden met eenmaal. Ik weet niet, du mal best baden met eenmaal je was. Maar bij eenmaal, dan zeg ik, dit wordt niet langer schaffen. Nu moet ik een andernis merken, zoals ik denk. Met eenmaal, dan komt op eenmaal wat in ons leven aan, waar we zeggen, nu wil ik anders leven. Nu wil ik anders met het leven aanstellen, met eenmaal. En zo vielleicht weet u al, woont die met eenmaal is. Maar waar we oppassen, waar we leven, dat we niet wat dissen met eenmaal komen. Besonders gedacht aan Druckfrie leven. En zo ze zagen deze hand dicht aan een lampenhouder. En die schrijft er wat op de Paulus wand. En de koning beobachtet dat. Hij kijkt wat er aanging als de hand was dat ze schrijft. En hij angst zich zo dat zijn gezicht ganz afklaart wordt, ganz wit. En zijn knieën die flatter en zo is ik gruwel. Ik leef wie woede ook. Want hier eenmaal aan de wand, bloos de hand weer. Ik weet niet, ik stel me zo ver, bloos de hand is te zijn was. En die schrijft daar. En dat wie een bed eenmaal in zijn leven. Maar eenmaal zag hij, dit schafft niet wat we doen. En so, deze geschichte gaat weer. Hier is een beeld, dus kan zijn geweest, hier is de hand te zijn, wat was dat zo schrift. Jeder einer, der gruwelt zich, en wat is nu het nächste? Dus de geschichte weer gaat, als dat hij gruwelt zich zo zijn, hij roept zijn mensen, wat met Jester reden, en die stieren die daar. En de zeer wijze mannen, te die tijd heet ze weer de wijze mannen, hij roept die aan. En hij zegt, kijk mal, lees dit mal wat het hier aan de wand zegt, en zeg me wat dat meint. En wanneer irgendwer dat kan zeggen wat dat meint, dan wil ik een holskleed geven, een gouden holskleed, een eva rok wil ik den geven. En niet bestaat, ik wil een kracht geven, ik wil een laten de derde hechste zijn in mijn koninkrijk. Die wat kracht hebben, die wat alles hebben wat den veelt.
Und dann kommen diese Menschen an und wollen versuchen zu lesen. Die Bibel sagt, dass sie beide erbastet und sie können das nicht tun. Sie können nicht sagen, was du dazu siehst. Was ich rausnehme dort ist, wenn du Trouble hast im Jäselje, dann geh nicht nur die Welt und frau die Welt verantworten. Die Welt, die kann dir nicht die Antwort geben in den Jäselje leben. Die hat nicht die Antworten. Diese Jungs, die hat auch nicht. Wir sind weise Männer, können mit Jäster reden, aber sie können nicht sein, was du dazu siehst. Dann kommt die Mama dann an, dessen kenne ich seine Mama, und sieht, was da angeht, und dann sagt sie, mir denkt von dort den Vater ist, den kenne ich wir, der hat einen Mann, der heißt Daniel, und hat lange nicht von denen gehört oder was immer, aber der Daniel, ich glaube, der würde ich gerne sagen, was das meint. Und so sie brachte das in Daniel dann an, und Daniel kommt dann an, und er kriegt auch alles selbst in die Bude, alle Käden, Holzkäden, Reich, und all die Geschenke und all die Dinge, und der dritte Höchste im Königreich. Und, aber Daniel kommt dann an, und Verhei sagt, was das meint, sagt er zu diesem König. Ich würde sagen, was das meint. Und was er dort gesagt hat, dann ist da ein meisten Tierenfarge oder ein meisten Kapitel, wo er erstmal zu diesem König sagt, das ist, was in deinem Leben arg ist. Das ist, was der arg ist. Ich stelle mir so vor, was gesagt, ich habe all verlangt gesehen, dass dein Leben nicht reich ist. Ich würde das sagen, dass Gott hast du nicht Nummer eingeholt, du hast nicht Gott geirrt, du irrst ihn selber, und du hast dort alle Preis und alles, was du hast, geschafft, und Gott hast es sie geschoben. Und er hat in seine Attention das, so der horcht nur an, alles, was er da gesagt hat, aber dann sagt es ist das. Daniel sagt, die Geschenke kostet die Hölle, all die Holzketten, all dort, auch die Anstellung, die kostet das wem geben. Dort kann es werden, und ich sehe euch heran, dass ich soll das Höchste sein. Aber die Schrift, wo ich für die lesen, und die auch sagen, was das meint. Und er sagt, das ist, was da an der Wand sagt. Meine Tickel in Persien. Und so, was meint das? Und dann sagt er, meine meint geteilt. Gott hat deine Deel geteilt. Er sagt, Gott hat deine Deel von deinem Königreich geteilt. Gott hat deine Deel geteilt. Er weiß, wie lange du leben. Du lebst, Jesus, wenn du einmal leben. Aber das, was da an der Wand schrift, die Handwriting on the wall, das sagt, Gott hat deine Deel geteilt. Gott hat das geteilt. Und dann Tekel meint gewähren. Gott hat die gewähren. Er sagt, du bist ganz ut balance. Some Dinge, was du ist wichtig hältst, sind gleich mal wichtig. Die Dinge, was das ist ganz ut balance. Das schafft gleich mit deinem Leben. Du hältst gleich mal die Dinge über rein, ein Level, das Gott dort will haben. Gott hat die gewähren. Persien meint geteilt. Ein anderer wie die wird das was kosten. Die ganze Königreich, all den haben Geld, was du hast, das wird gesplittet, weil die wird das was kosten. Mit das du gelebt hast, das wird die kosten. Einmal wird das was kosten. Sie in Königreich wird eine halb geteilt. Wenn wir die Geschichte wieder lesen, dann wird wir das kann sein, dass danach wird am Königreich gerade ein paar Fuß genommen und er verlor sein Leben. Das ist nicht von was wir hier nur reden wollen, aber ich glaube, dass es wichtig für uns zu kicken, nochmal erst und mit einmal in uns Leben, und wo wir sagen, nun mache ich ein anderes merken, wenn ich dort nicht war, da wird mir was kosten, da wird mir schuld sein. Einmal, wenn wir unsere Tiet missbrücken, unsere Tiet nicht reich mit angehen, da wird uns kosten. Ich kicke das ein bisschen eher, wenn wir in Druck sind, in Stress, wo das für uns, und ich würde halt gleich mit dem Doktor reden, dass der mir würde sagen, was das alle meint. Da wir so viel hier wieder, ich kann mal die Hälfte von dir lesen. Aber was ich da rauskriege, wäre, dass wenn du in Stress bist, das ist nicht gut für dich. Das ist sehr schlecht für dich, für den ganzen Körper. Das ist schlecht für dich. Einmal in Druck sein. Das ist nicht gut, in Stress sein. Und so, unsere Deel sind geteilt. Und Hebräer 9, da sagt es dort, das bestimmt ein Mensch einmal zu sterben. Und du sagst, great, ich dachte, wir sind nach der Kirche gekommen, haben eine gute Botschaft hier, was mich abbauen. Hier ist das Ding, ich will gleich zu seriös sein, zu ernst sein, aber ich will ernst sein und bloß sagen, dass deine Deel sind geteilt. Deine Deel sind geteilt, Gott hat deine Deel geteilt, und er kijkt naar die, und er kijkt dass das Gewehr, und er werkt die, und sagt, dass das uit balance ist. Und kijkt du selbst naar die, und sagt, wo sehe ich uit balance? Hier ist ein Spaß, aber das ist ein Mann, ich würde vielleicht sagen, mit einem Schassel, den früher es hij gleich zu weiten, wann er wird sterben. Und ich sage, no, das am wenig gut, das hij will gleich weiter, wann er wird sterben. Aber er sagt, ich würde gleich zu weiter, wo ich wird sterben. Dann sage ich, na, wo in der Welt? Wo wirst du weiter wo? Dann sagt er, well, dann will ich da niemals anfahren. So, anyway, unsere Deel sind geteilt.
Unsere Deel sind aufgeteilt, Gott hat die geteilt. In Psalm 90, da sagt es, leer uns bedenken, dass wir klug waren. Help uns mal darüber denken, dass wir klug waren, dass wir klug waren leben, hier nu, wenn wir leben, und voll ableben, und ein scheinend Leben haben, ein Scheingehen haben, und nicht bis einmal in der Druck sein und ran und verdrisslich sein. Und so mit dit sage ich nicht, dass wir alle viel sind, aber ich will meistens bei den nächsten Point sein, wo wir können noch checken, dass wir unsere Zeit aufpassen und dass wir weiten, wo wir unsere Zeit können anstellen. Ein Ding habe ich gesehen, dass von den Dingen, was wir glauben, dass wir viel haben, die quosen wir mit. Die denken wir so, na, wir haben wenig mehr, oder kann noch ein Teil Zeit, oder was immer das ist. Aber von den Dingen, was du wenig von hast, da wirst du da noch abpassen. Und so ich kickte ein bisschen, was sagen Menschen, wenn sie die fragen, was willst du tun, wenn du weißt, dass du hast bis dahin da zu leben? Was willst du dann tun? Und ich habe ein paar Bade gesehen von meinen Brüdern, ein Freund, und die wussten, dass sie halt sehr wenig Zeit zu leben. Und so, die reden ganz anders, als was ich tun, wenn sie wissen, dass sie halt bis dahin da zu leben. Aber hier ist, was viele Menschen sagen. Wenn ich ihnen fragen, was ist wichtig, was würde ich tun? Some sagen, dass dann würde ich Zeit spenden mit meinen Kindern. Dann würde ich meine Jungs oder meine Mädels lehren, wo die sollen abwaschen. Und ich würde lehren, wo sie sollen einen Tag mit einem Jahr umgehen. Oder wenn sie Geld haben, wo sie mit Geld, dort würde ich tun, ich würde mir wirklich Zeit nehmen für dort. Die andere Seite, wenn ich weiß, dass wir da nicht tun, dann würde ich andere Menschen halten. Da würde ich mich ernst nehmen, ich würde andere Menschen halten. Das ist einer, der sagt, ich würde gleich reisen. Ich würde meine Familie abpacken, ich würde gleich herumreisen. In der Welt Dinge sein, wo ich noch nicht gesehen habe. Der eine, der sagt, ich würde gleich bloß mit meiner Familie top sein, jeder Tag scheint Eten haben. Ich weiß nicht, was das würde sein, Hundsbroden, ich würde gleich ein Hundsbroden, was immer. Bis jeder Tag, bis Schein eten, und bloß Leute Schein gehen mit der Familie top. Und einer sagt dort alle hier, dann da ich so, wenn dort wirklich so dort ist, was ist da nicht? Was ist da nicht? Mal bis kriegst du dort so anfangen zu leben. Wenn wir sagen, dass dort ist, wie würde gleich zu leben, dann wäre das bis mal Krieg anfangen. Und wenn wir nicht tun, wir können abpassen, oder wir müssen abpassen, dass das Leben nicht ausbalanciert kommt. Aber wenn wir so leben, so ist, wenn wir hier nicht immer wo sind, dann wird unser Leben besser in Balance bleiben, wie wir die Dinge für uns halten, was wichtig sind, und in Fairweg gehen, den Zweig. Und so, wenn wir unsere Zeit missbrauchen, das wird uns immer was kosten. Ich kicke hier jetzt so ein Clip, noch das Ding bloß aus einem Beispiel. Das ist unsere Energie, das ist eine Energie, die wir haben einen Tag. Und das ist vieles, was wir tun kriegen. Wir haben manchmal 8 Dinge zu Glück, was wir alle versuchen zu tun, oder noch viel mehr als dort. Und ich ging in Kurs, ich glaube in 2019, von wo einer Kondala Produkte sind. Und da lehre ich dort, dass all diese Dinge einmal versuchen, alle zu Glück zu tun, ist nicht einmal das Beste, oder ist nicht das Beste. Und so, das wird ein schweres Ding für mich, wenn mir wird manchmal gelaufen und gesagt, man, wo kostet du so viele Dinge zu Glück tun, und ich würde gleich ist es dort. Und aber wirklich, ich will sagen, in Druck, wenn ich versuche, all diese Dinge alle zu Glück zu tun. Und ich lehre ab den Kurs dort, wenn ich erst mal eindenke, auf einmal, dann kann ich sehr viel wieder in den Tag. Das Strich ist krieg so lang, dass der andere alle taub wird. So mit das sage ich nicht, dass du sollst bis ein Ding tun. Dass du sollst bis eine Arbeit haben, oder bloß ein Geschäft, oder bloß ein Reiner, oder bloß eine Kuh. Nichts von sind dort. Was ich hier sage, ist, mit den Appointments, mit den Zeitplänen, dass so abstellen, erst mal ein Ding tun, und dann dort die Zeit saten, und dann das nächste Ding tun, nicht die alle täglich für sich tun. Wenn dann, wo wir über dem, was da sind, wo wir bloß ever meid sind, und wir sagen, wir können das bloß nicht mehr handeln. Und so, wir haben uns lernen, dass wir einen Zeitplan haben. Ich musste lernen, und mir hat das sehr viel geholfen. Ich meine, früher wie down dort. Und uns ja das scheint nur, dass wir einen Zeitplan haben, und wir sagen, wo wir unsere Dinge planen. Und dann kommt manchmal was ab, aber wir haben es auch gelernt, haben ein bisschen rumlassen, wo dann ein klein bisschen mehr von dort sein. Das andere Ding, was sehr wichtig ist, wenn wir weiten, oder wenn wir dort wissen, dass wir heute dadurch zu leben, oder eine Karte Tiet, oder wir wollen hier nicht einmal sein, in andere wird, dann würden wir vielleicht mehr Zeit in unsere Verhältnisse checken, mit uns Partner, mit uns Freund, was immer das ist. Und ich sehe, ihr schon like Christi, wie vor ihr mal rüht, an einem Madweg für uns Date, wie vor wir haben Unkastop oder was immer. Und diese Weg, wir waren auf uns Date, und in das Restaurant ganz in der Ark, auf einmal
sahen wir ein Couple, die hadden ihre Geburtstagsparty dort am Asien. Wir sahen, wir hörten, dass das Leute fangen an zu spielen, La Mañanitas. Und so, das Mann, der hat mit einer feinen, klaren Stimme, und hij zingt met vollem Hals te zijn vrienden. Wir haben een eigen aangedreht und hij zingt te Über dem, dann stond er op en hij vouwt bij de hand en dan danste ze dus dat ze in de eik en ze zongen de Mañanitas, wenn dat wie Geburtstag. En ik dacht so, wenn wir wisten, dat wir hier nicht immer zijn, dann würden wir uns ein bisschen mehr Tiet nehmen. So werden wir davon lernen, dass wir uns Tiet nehmen für uns Partner. Wenn ich weiß, dass für die, was hier allein sind, was morgen hier nicht hat, früh hier nicht hat, was immer das ist, Dad hier nicht ist, Mom hier nicht ist, die würde sagen, dass, wenn die hier wäre, dann würde ich mich mehr Tiet nehmen. Dann würde ich mich von der, ich würde nicht sagen, someday, ein Tag war ich. Die würde zu uns sagen, das von der. Dort mal von der anfangen, mal Tiet zu nehmen für ihren Partner. Die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und so, wenn die Kinder noch die kommen, aus der, noch die kommen und sagen, der hast du Tiet, ein Freund hast du Tiet, ich hoffe, dass wir nicht bis einmal sagen, no, ich kann nicht Tiet, ich soll hängen, ich soll immer fallen, ich kann mich nicht Tiet nehmen für die, besonders wenn es die Kinder sind. Gerade wenn wir alt sind, klein, groß, wenn die Kinder kommen, Frau, noch die Dad oder Mom, ich hoffe, dass du kannst sagen, ich kann Tiet, ich will mich Tiet merken. Und wenn du an den Phone bist, ich hoffe, dass du darfst actually welche Dinge nicht besagen, oder kann ich Tiet, mich hier ist das so meine Games spielen, oder was immer das dann ist. Und so, ich habe niemals gehört, dass wir ab seinen Storbad haben gesagt, man, ich wünsche, wir mehr bei der Arbeit gewesen, ich wünsche, wir wären ja tschüss gewesen, keine so dort Dinge. So, werden wir mal ein bisschen an die Dinge, war trägt anstellen, und dort, was die Wegschule, was eine sie gedacht, dass das mal war, Glück tragen, dass das war besser gewählt ist. So war das dann wichtig. Und das erste Ding, was ich mir abschreibe, dass wir die Ewigkeit. Ich kann meinen Freund noch sehen, wenn ich von diese Dinge rede, dann sieht er dort, ich glaube, dass ich wie Eva 40, wenn ich rede von Himmel, wenn ich mir ein Haus baue. Das ist nicht bloß wenn dort, aber die Ewigkeit ist wichtig. Und so, wir weiten dort all, dass wir leben hier, und das ist ein bisschen Nebel. Der Nebel, der kommt immer, und dann ist das Leben vorbei. Auf einmal hast du dich, erst dann mit einmal, dann ist das Leben vorbei. Und das geradste Part von deinem Leben wird eine an der anderen Seite sein. Ab in Grabstein, das ist einmal ein Datum, dann ein Kartenstrich, dann noch ein Datum. Der Kartenstrich, das ist für was wir leben. Das ist für was wir hier nur leben. Das ist, wo wir wirklich leben. Und wenn wir dort wirklich glauben, dass wir einen Tag so leben, und uns Leben mehr nur enger scheint, als wir einen Tag leben, dann gleich wird wir hier nur anders leben. Und bei ich wirklich glaube dort. Und so, wenn das dort so ist, dann werden wir dort ab schaffen. Dann werden wir dort ab geben. Dann werden wir dort ab frei werden. Dann werden wir dort ab bloß ans Reid merken für dort, aber nicht bloß für dort, aber dass wir hier nur in Leben, oder wir eine gute Zeit haben, ein Leben voll ableben und ein schönes Leben haben. Und das, was er will von uns. Jesus will nicht haben, dass wir sollen enger Druck sein, enger Pressure, Druck. Er will, wir sollen ein gutes Leben haben und danach sehr viel beschenken. So, das meint nicht viel sein. Und so, vielleicht für die fehlt das, dass du bloß wem hast, einen Partner, was mit dir hat. Vielleicht, somebody, wer die verantwortlich hält, sagt, was immer du wirst anderen dein Leben, ich will dein Partner sein, ich will verantwortlich sein. Vielleicht hast du eine kleine Gruppe an sich gehört. Vielleicht hast du die Emotional Healing Class durchgehen. Dann bloß geheilt wird, zum frei sein. Wenn wir sagen, wenn die sehen uns frei merkt, dann sind wir wirklich frei. Und so, wer bis mal frei war, in unser Leben schein gehen lassen hier, und so leben sie es, wenn wir nicht einmal leben. Und dann ist es einmal leben. Und so, wer uns bis dafür Reid merken. Und wenn es erst die, wem fehlt, was mit die Taub geht, dann dort. Hier ist das so, sagt es dort, wenn da zwei stark sind, einer, der kann den anderen die Macht überwinden, aber hat das sagt, du hast dort so ein Dreischnur jetzt strang, der redet nicht so leicht auf. Ein anderer wird, wenn du bis zwei sind, der einer, der kann den anderen gewinnen, aber wenn jeder drei sind, dann habe ich mal jeden stand. So, vielleicht fehlt die bis mit somebody Taub gehen. Vielleicht hast du gekriegt, den Titplan merken. Und ich muss das tun, dass wir für mich, wie das meisten wird, eine Chance kommen, so, ich weiß mich nicht mal mit meinem Titplan. Ich habe so viele Dinge, halt mich mit das. Und ich muss even Frau und dann aufsehen und sagen, ich verstehe mich nicht mit meinem Phone. Ich sehe dort zu viel und dort halt mich mit dort. Und dann wird das someday frei um mich, wo ist das Weg gewesen. Und so, vielleicht fehlt die bis zum somebody mit Top gehen. Dann dauert das. Wenn dort erst vor der Brücke, dann dauert das. Ich habe das getan und nun kann ich bis so viel freier sein. Und so, wenn dort erst für die, dauert auch das dort. Jesus, der sagt, dass wir sollen uns einen Schatz ableihen im Himmel. So mal den Schatz im Himmel.
Schaff nicht bis alles taub für hier, aber schaff je dort so taub, so ist wann ihr dort im Himmel down. Und wenn wir dort wirklich können verstehen, dann gleich wird wir anders leben. Hier ist ein Beispiel in Matthäus 13, und das ist eine Geschichte von diesem einen Mann, der fängt ein großes Beet in Schatz, und ich weiß nicht, was das war, aber wer sei das Geld, oder noch was dir das ist Geld, großer Armerfall. Aber er fängt das ab diesem Stab, und er jäht und gruft ein Loch, und der hat dann ein Schatter Tau, und dann sagt die Bibel, und jäht ein Haus, und dann verkauft er alles, was er hat. Verkauft seine, ich weiß nicht, sagt er nicht, was alles, aber wer sei, seine Renner, seine Traktor, sein Schaf, alle, seine 4 Städte, sein Haus. Er sagt, bis er verkauft alles. So, was meint alles? Ich glaube, alles. Und so dann geht er trägt, und dann kauft er sich das Stück Land. Das ist Stab. Und du sagst, was meint der Stab? Der Stab, der meint den Himmel. Der Stab, der meint die Ewigkeit. So, er will wirklich zum alles donen zu tun. Wenn er glaubt, dort wird ein Engerscheid merken, dass er einen Tag wird leben. Und so die Frau ist dann, so was sollst du dann ändern? Man hat ein bisschen out of balance ist mit deiner Tiet. Und was sind die wichtigsten Dinge? Was sollst du ändern in dein Leben? Ein anderes Ding, was du können nur checken, ist dein Zielpunkt. Wo zielst du hin? Was sind die Dinge, die wirklich wichtig sind? Das, wo du hin jetzt. Das meint nicht, dass du nicht kannst andere Dinge besiegen. Aber was ist wirklich dein Ziel? Wo jetzt du hin? Und manchmal fehlt es bloß, dass wir weniger von den anderen Dingen tun. Manchmal haben wir einfach andere Dinge, was wir tun. Wenn wir da ein bisschen weniger merken, dann ist der Zielpunkt ein bisschen klarer, wo wir hingehen. Ich weiß nicht, was das für dich ist. Vielleicht ist es zu viel TV watchen, vielleicht zu viel, Videogames spielen, vielleicht zu viel, was das ist. Viele sind auch dann sagen, wenn eine sehr gute Botschaft jeden Tag von, was das wenn einer viel ist und bis rumliegen auf der Bank ist, das ist nicht gut, das wirkt andere Dinge. Und so, das ist ein Balance, das redet wir von Gewähren sein, das Gewähren ist. So, wir müssen mal weniger von den anderen Dingen tun. Der König Salomon, der sagt in Lehrer 4, der sagt, hey, dort, ich weiß, ich habe 2 Hänge, aber er sagt, das sei viel besser, wenn ich einen Handvoll habe, und danach kann ich ein bisschen uitdrijven und Ruhe haben, und es steht, wenn ich beide Hänge voll habe, und ich ran, so ist, wenn ich den Wind will greifen. Würde nicht sagen, dass some von uns das manchmal so ist, wir haben beide Hänge voll und alles haben, und die Fuppen alles voll, und wir ran, so ist, wenn wir den Wind nach Wort holen kriegen. Und er sagt, das ist besser mit einer Hand voll, und dann kann er auch noch rühren. Dass wir noch einen Rest nehmen auch. Und so Jesus und Gott, der schafft die Welt so, dass wir rühren, dass wir danach rühren, dass wir schlupen können. So, dass nochmal Tiet, dass wir bis uns Tiet nehmen, dass wir schlupen dann. Und aber some Menschen, some von uns, wie wollen so viel, und das fehlt mir nach einem Jahr, fehlt mir nach einem Jahr, nach das. Ich kicke das ein bisschen noch, und sehr viel, die leben mit 110% von ihrer Annahme. So das ist ihre Annahme, und die brauchen 110, oder die brauchen 10% mehr, als was ihre Annahme ist. Und du sagst gleich, well, Pastor Diene, Nummers, die sind irgendwo, das stimmt nicht, das schafft ihr gleich. Ja, das kriegt gleich, das schafft gleich. Das schafft nicht, über dem daran sich das fast. Aber wenn das Geld ist alles ist, da wollen wir nächste Woche ein bisschen von reden, von wo das drückt, ja, mit dem Geld. Wenn das Geld ist alles ist, dann da wird ab Kredit, oder Barien, oder was immer das alles braucht, und wir ran um 110% in eure Lotte, was uns das kosten. Wenn ich anders dann an unsere Gesundheit, wenn wir sind die ganze Zeit über enger Druck, und wir haben nicht ein Margin, oder ein Margin. Ich weiß nicht, was das Wort ist, aber auf Englisch sagen wir Margin, und ich sage auf Deutsch, wie lässt uns ein bisschen Raum. Und so, auf keine Weise sage ich hier, dass wir irgendwo alle viel sind. Ich glaube, wir sind gemerkt, zum Rahmen, zum Schaffen, zum Gewinn und zum Überwinden. Und aber wir sollen uns auch einmal ein bisschen Raum lassen, dass wir nicht einmal ganz 110% ausgereicht sind, wenn es dann, wo wir enger Druck sind. Und so, wie würde manchmal sagen, ein Preis ist gut und 2 ist später. Ein Donut ist gut und 2 Cent? Besser. Okay, ich kriege. So, ein Donut ist gut und 2 Cent besser. No, aber so sehr wie Menschen. Ich will das, aber ich will bis noch mehr. Ein Preis ist gut, ich will noch einer mehr, wenn das bis noch besser. Und, aber, wenn wir abpassen, uns das nicht was Druck geben. Manchmal fehlt es, dass wir auf unsere List, unsere To-Do-List, unsere List zum Down, wenn wir dann noch was würden abdown, was nicht zu down. Diese Dinge sollen wir nicht down. Und manchmal fehlt es vielleicht, wenn wir von seiner Life sein, dort vertuschen, verspeit. Wenn wir noch wem fragen, hey, kostet das down für mich, oder kann uns hier und hier treffen, und der Amateur alles sagt, ja. Und die erste Zeit fällt sich so, dass das seine Life, aber meist führt es dann erst das Rad ran, und ich kann es nicht mehr alle down, und dann habe ich gesagt, wir würden uns treffen, und ich wiese nicht ab, und Jana hat er gelöst noch mehr, und dann jaft der Druck.
En so wenn wir uns ein klein bisschen Raum lassen, dort nicht passiert. Ich sehe ihr schon, dass ich habe so Männer, wo ich abkicke noch ernt, wenn ich frage, okay, wir uns hier treffen, wenn er dort nicht passt, dann sage ich, no, mir passt das nicht, aber nur mehr, diese Stunde, dann wird mir das passen. Und für mich hat das ein Teil Respekt zu ernten. Ich kicke ab noch ernten und es steht alles ja sein und zu groß ab 110% sein, dass es nicht habe ausgeregt. Aber manchmal fällt sich dort an so, dass jeder einer was fehlt das an mir. Jeder einer fehlt das an mir. Alle Wellen so was von mir. WhatsApps, E-Mails, alle fehlt das was an mir. Und dort wird es wichtig, dass du einen Tietplan hast. Dort kann die ganze Engigkeit merken, wenn du einen Tietplan hast, wenn manche Frauen, die was was down verernten oder trafen oder was immer das ist, wenn du einen Tietplan hast. So, wenn du dort nicht mehr dort schaust, dann merk einen Tietplan. Wenn hier ist das Ding, wenn du nicht was einen Tietplan hast, andere war einer haben für dich. Andere waren einen Tietplan merken für dich, aber du warst ever Druck sein. Und so, das wird die Nummer 1 Ding, was Menschen sehen. Ich kann nicht einen Tietplan, ich fall mir ever Druck. Das wo ich dort Druck ja. Und manchmal fehlt es bloß, wenn wir unsere Dinge mal ein bisschen träg anstellen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und so hier ist das so Ordnung bestimmt Fähigkeit. Order determines capacity. Ordnung bestimmt Fähigkeit. Und andere wird, wenn du die Dinge in Ordnung hast und hast einen Tietplan, hast die Dinge abgelehnt, dort wird die sein, wie viel du überstellen kannst. Und so, wenn du nicht das in abgelehnt hast und nicht in Order hast und du hast das nicht wichtig gemerkt, die Dinge, da wird die sein, wie viel Raum du hast, zum Down. Mir anket hier hast dich das Ding hier zu spielen mit YouTube. Das ist uns Leben. Wenn wir das Ding hier würde sein, hier, das ist uns Leben und das so viel ist uns an uns Leben nennen kann. Und so, das sind all die Dinge, was wir da hier tun. Das sind all die Phone Calls, die dirty WhatsApps, all die E-Mails, all die Menschen, was von uns fehlt, Traffic ab dem Weg, all diese Dinge. Und wenn wir ganz abrechtig sind, der Halb von das ist Facebook und eben nach Instagram und dann nach Netflix, das sind all diese Dinge hier. Kein von den Dingen hat gesagt, dass jeder nicht so. Aber wir sagen, oh ja, das ist so. Gott ist mir auch wichtig. Gott würde ich auch gleich, oh ja, ich würde auch noch gleich Zeit zu spenden mit Gott. Oh ja, dann fällt wir nach Freunden und Familie. Und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich hier auch noch lernen, aber das steigt all boven, weil ich habe gleich Zeit für meine Familie. Und dann weiß ich noch, was Gott mir vererbt hat, das ist mein Zweig, das ist mein Leben, das ist wo ich hier sehe. Und das kann ich bis gleich alle lernen. Ich habe bis gleich meine Zeit. Ich ran und ran. Und der ran für dieses und ran. Und das geht nicht mal mehr erscheinen, wenn die Dinge, wo ich noch all weit, was mir wichtig sind, der hat auch nicht mal mehr Zeit für. So, wo würde das sein, wenn wir diese Dinge bloß ablehnen, wie würde das andere Weg, dann wie wir sagen, Gott ist mir wichtig, Gott will ich Nummer 1 holen in mein Leben. So, ich will dort das Erste tun, ich will schön merken, dass ich Zeit spende mit Gott. Und mir ist es wichtig, wo meine Familie ist, dass ich Zeit spende mit meiner Familie. Ich will die auch wichtig holen, ich will auch mir am Kamera meine Familie. Und dann, wo ich auch sicher merken, dass ich das verstehe, wo ich für Europa sehe, meine Arbeit und mein Zweig ausleben. Und dann kommen all die ewigen Dinge. Und dann ist dort noch näher in dein Leben. Und dann hat es noch alle noch weiter Krieg. So, das interessante Ding ist, Jesus sagt, ich glaube, dass eben mal alle Zeit sieht, dass es niemals mit diesen Dingen zu tun hat. Er sagt, bloß du mal das war Träg ablehnen und du mir mal im Leben nennen, dass ich Nummer 1 sehe in dein Leben und das erste sehe in dein Leben. Und dann waren die anderen Dinge, die waren Zufall. Die waren die auch passieren. Aber sie das erste noch Gott sein Dreck und noch seine Gerechtigkeit, dann war ich das andere, dann war je das andere auch alle kriegen. Dann war das andere auch alle kriegen. So ein anderer wie Gott, der sagt, du mir das erste und das Evangelie, I got you. Ich habe dich. Ich will mir um die Kamera. Die kleinen Dinge, ich will mir um die Kamera. Gott, der weiß, dass du machst noch Arbeit vor. Gott, der weiß, dass du hast dadurch E-Mails zu schreiben. Gott, der weiß, dass du hast Homework zu tun. Gott, der weiß, dass du schaffen sollst. Gott weiß, dass du sollst Geld verdienen. Die Dinge weiß er alle. Aber er sagt, du bist mal das Erste. Der große Stein mal das Erste. Das bist mal organisieren. Die evangelische Dinge, die will ich dir nach der Boven nachgeben. Ich will die auch noch alle. Die will ich auch noch alle kriegen. Wenn du bist mir, wirst das Erste nehmen. Manchmal ist es bis gut, dass wir mal ein bisschen Rest nehmen, dass wir schlupen dann. Und so ich muss das in meinem Leben sein, wo ein Freund zu mir sagt, vorne Hüst, schlup mal. Aber 10 Jahre träg, muss ich dort am schweren Weg lernen. Und für mich wird das die Handschrift an der Wand. Ich will ever fall. Und ich weiß, dass ich will mich nach dem Gott, also auch nach in meinem Leben wichtig sein, und Familie, und das will alle ever fall.
En hij zegt, vaar mal naar huis, dan sloop mal, dan wollen we maar weer reden. Nou, ik kan niet slopen. Ik wil hier, dat schaf niet verslopen. Jezus, die liegt im boot, op dem schap, en dat we stormen spitten, en hij schleipt daar. Viele dingen worden ik hebben leren. Maar eigenlijk wat we leren kunnen is, dat wanneer het ook stormig Rahmen ist, dat danach manchmal geht, wanneer we bis mal naar huis vaart danach, en we slopen, en we laten dat het zien. En deze jongen, die kwamen en zeiden, Jezus, wat is het met die? Dat is hier stormig. En meinst du niet am Rahmen, dat we hier alle enger gaan, en we worden alle verzuipen? En hij zei, no, wacht mal met. Dus wanneer je het eerste doen, met het eerste hal, den storm, die wordt weggaan, ik kwam hier aan hun kamer. En de jongen, die moesten dat leren. En ik geloof van deel, ik geloof wirklich, dat hier is dit zo als een man van deel in de stoel. En die voelt zich zo, dat is zo veel druk in mijn leven. Niet mal zijn ene familie, niet mal zijn vrouw, dat de kinderen weten, hoeveel druk hij heeft. Wenn hij komt zich aan ihre finances, dat geld en geld verdienen en wat immer alles aangeeft. En dat is zeer veel stress. Ik geloof, hier is dit zo'n stoel en vielleicht ook online, wat mich hier als een mom, wat zich zo voelt, dat zij als de rare geworden ter wereld. Ihre Eltern fehlt het aan zijn Eltern fehlt het, de Geschwister fehlt het aan de Kinder fehlt het aan de man fehlt het aan en dat voelt zich bis eeuwig meid, woon de wereld, waar we dat alle kunnen doen. En Jezus, die zegt, komt alle naar mij, die in een zware lasten gaan en bedreigt en meid zijn. Wer is alle meid? Ik zie ook nog mal meid. En hij zegt, en ik was jullie en ik zei tegen mijn vrouw Christi deze week, ik lijk zoals Jezus redt. Ik kan het meest niet verdragen, maar mensen zeggen, nou, ik wil nog mal proeven, ik wil mal zijn, dat mag zijn, dat kan zijn, dat vlees, dat mal zijn, dat vlees maar. Hij zegt, ik wil. Dat is niet genoeg vlees, ik wil proeven. Ik wil jullie geven, wat immer dat is, in jullie leven, wo jullie zo veel dat eeuwig lood en eeuwig meid. Hij zegt, ik wil jullie teruggeven. Ik wil. En zo dat is niet bloos een idee, eerst moet je alle dingen doen. Hij zegt, dat is mij het eerste in jullie leven dan. Al die eeuwige dingen, ik wil jullie allemaal die kamer. Ik wil jullie teruggeven. Ik wil dat je zelf een drukvrij leven hebt. Ik wil, dat is wat Jezus zegt. En zo, wanneer hier is dit zo weer als van deel, mijn gebed is dat het wat jullie wat helpen. En sommige van die dingen hebben ons helpen in ons leven, dat we een tijdplan hebben, dat we een schedule hebben. En dan komen er nog dingen maken, waar ik en Christi doen, veelmaal om zondag, zo over, wat immer am zondag ergens een tijd, dan gaan we een beetje even, wat is het nächste werk? En ik kijk naar mijn kalender en zij zegt, wat met dit reden, met dit en dit dag, wat ze daar zijn, die hebben ze wat hier zijn, maar we hebben een tijdplan. En vandaan wordt we dat aangevangen, werkelijk te beleven. Onze druk als Lehrer in ons heim. En ons jeder China taub, wenn wir sind nicht tief über enger Stress. Und so, wenn du hier von der bist, merk een plan, en laat die samen ruim. De grootste ding wat je kost doen, om niet zoveel stress te hebben, laat die een beetje ruim. Maar dit zeg ik helemaal niet dat je kost veel zijn, maar laat die samen ruim. Nächste zondag wil zijn, laat die samen ruim, wanneer het komt met dem geld. Dat het niet allemaal even uitgereikt is, een klein beetje meer is wat er werkelijk is. Voor am Himmel dank zijn dat we haar dien woordje zijn. En we weten dat dien welle voor ons dat is, dat we weer een vrije leven hebben. Du sagst, dat wanneer we naar die komen, die was ons ruim geven, we weer werkelijk vrij zijn. En wie wil dat? We veilen ons even mee. Met al deze dingen wat er aangaan in ons leven en ons veilt zich zo weer aan naar jeder direction, naar jeder weg. En we zijn even mee. En voor die wat hier van jou zijn, Heilige Jezus, ik weet dat du was een wunder doen. En de mensen wat zich even mee veilen en zich veilen, bloos dat het te zwaar is. Je vindt en je vindt wijsheid om een plan te merken, omdat ze kan een vrij leven leven. We vragen het in die naam, Jezus. Hey, als ik deze boodschap hier deed, dan dacht ik plus aan mijn leven. Wat passiert in mijn leven? En ik kijk terug, dat immer wanneer ik met entweder mijn tijd of mijn geld even in 100% ging, dan entweder dat $12 even, ik probeerde een dag op te doen dat het niet zal, en dan geeft dat druk, en dan deed dat alle op, en dan verloor ik dat alle doorheen. So, ik geloof dat we een zeer fijne punt, dat we ruim hebben, dat we margin hebben in ons leven, wat immer we doen, dat we dat niet op in 100% alles immer hebben. Wenn hier zo hebben, vielleicht dat hebben een beetje länger idee als ik dacht, en dan leren die dort onder mij, en dan dat die maar nach 10 minuten de hand voeren, en dan ik dan over lood, en dan vangt dat aan druk te geven, en dan, wanneer je spateur zijn, dan helpt dat door, waar niet veel wat aan, wenn ik weer lood.
En dat is bloß dus mijn leven weer. En ik probeer aan margin te schaffen. En ik wil iedereen een bloß moed merken. Hier deze boodschap en neemt die aan. Wenn je nicht margin in je leven hebt, dan merk margin in je leven. Hey, dat nächste, kijk naar den screen, dat is een video voor de jugend. Hey, bloß noch ein paar Bemerkungen mehr. Wir wollen den 4. April hier so in Tofas haben. Wenn du die Tofen looten wirst, geh nur den Informationsdash, send die du ab und dann wollen sie mit dir reden, dann werden wir hier so in Tofan haben, das ist der 4. April. Und dann der Epheser-Klos, der erst war 3, hier diese Werk, Donnerstag, wird Pastor John hier so der Epheser-Klos haben, für all die, die abgesendet haben, für den Klos. Und dann bloß denken halten, dass wir haben 34 hier so besieden, diese Kloßstube einmal eine Gebetszeit. Wenn du was Prozent von der Gebetszeit, was hier zuerst, dann lade ich ihn bloß an, dass die ein kleines Eier nur die Kirche kommen, dann 34 und dann gut durchsehen, dann kann ich ein Stückchen beten, was einmal die Timer sind. Du hast, wer dort leiden, das ist nicht eine feste Zeit, die kann dann kommen, wenn einmal gewählt, so ich lade ihn bloß an für dort. Und dann noch, der Lebenswasser kommen, wird up sein, hier für nur die Kirche. Wenn die dort in Diene kommen und was fehlen dat, gut durch zu haben, du wat wer von der Diakon sein, der wat ihn haben, oder die wollen du vielleicht was hembringen, um dort hier so mehr in der Kummer ist, um dort jetzt wieder zu geben, dann kann ihr auch durch zu haben kommen. Ich würde fragen, dort die Abstunden, wir sind angekommen von diesem Service, bis sie dort das Gebetsteam wird hier so fern sein, wenn die Gebet fehlen dat, was immer das ist, vielleicht fehlt die bloß Gebet für Rühmen in Leben, dann lade ich ihn bloß an, dass die nach vorne kommen und dort utnutzen. Sie wollen hier so für die beten. Wir wollen sehen, beten über Jünd und dann selber entladen. Vater im Himmel, Dankeschön für diesen Tag, Dankeschön, dass wir hier kommen in die Dein und ich freue bloß, dass du in jedem einen wirst sehen durch diese Werk in die Namen. Amen. I have life.
Lass mich Ag si wer du sagst, ag si. Hinter